Shohrat Zakir, Gouverneur der angeblichen autonomen Region Xinjiang, leugnet die Existenz von Konzentrationslagern und deklariert sie als Internate. Dort sollen Insassen einen Beruf erlernen, den sie danach dank Chinas Eingreifen ausführen können. Trotz internationaler Kritik sind derzeit mehr als 3 Millionen Uiguren in Lagern interniert. China strebt an, im Rahmen des Seidenstraßenprojekts eine neue Stadt in Myanmar nahe der Stadt Yangon zu errichten. Dafür sind vorerst 1,5 Milliarden Dollars vorgesehen. Die chinesische Baufirma soll sich auf den Philippinen, in Bangladesch, Sri Lanka, Malaysia, Kenia und Tansania nicht an Absprachen gehalten haben, melden Myanmars Regionalmedien. Eine Delegation des Uigurischen Weltkongresses besuchte gemeinsam mit dem Aktivisten Ömer Bekali das deutsche Außenministerium. Dort empfing sie Dr. Barber, Zuständiger für Menschenrechte der Regierung, welcher sich von der Delegation die Situation in Ostturkestan erläutern ließ. Rukiye Turduş, ebenfalls eine uigurische Aktivistin, nahm an einer Konferenz in Kanada teil und beantwortete Fragen über Ostturkestan und die Straflager. China arbeitet daran, die JF-17 Block III-Version auf das Level der amerikanischen V-16 Jets anzugleichen. Die JF-17 Block III wird in Pakistan mit chinesischer Technologie ab Ende 2019 serienmäßig hergestellt und soll ab 2021 geliefert werden. Die israelische Polizei stürmte den Felsendom und riegelte dort die Ausgänge ab. Dabei griffen sie Imame, Besucher und Bedienstete an. Dies berichtet der Sprecher der Jerusalemer muslimischen Stiftungen, Firas Dibs.